guckt euch nur unser Inventar an. Ist es nicht schön? Dem Hylia-Schild, Lebenskraftmedaillen, den ganzen Upgrades, sogar mit den Tränken, dem kompletten Triforce, der erste Link in der Geschichte und bisher auch der einzige Link in der Geschichte, der alle 3 Fragmente des Triforce vereint. Und damit willkommen zurück zu Legend of Zelda Skyward Sword HD zum nicht nur Abschlussspurt von Sidequests und so, sondern auch von der Hauptstory. Denn ich würde es mal vorsichtig schätzen, 2 Parts noch, dann sind wir durch. Kommt darauf an, wie ich mich gerade schlage, vielleicht wird es auch mehr, aber 2 Parts ist das Ziel. Natürlich mit allem drum und dran noch und Abspann, hast du gesehen. Und ja, wir werden jetzt Zelda retten. Es wird Zeit. Es muss sein. Michael, darf auf keinen Fall den Torbring in der Vergangenheit befreien. Wobei ich mich frage, ob das eine Auswirkung auf unsere Gegenwart hätte. Aber das sind sowieso Themen, gut, eigentlich schon, weil der Baum hat ja auch einen Einfluss. Aber ja, wenn ich jetzt angenommen, ich gehe in die Vergangenheit, vernichten dort den Todbringer, wir können hier der Verbannte wieder hier sein. Den haben wir hier auch ein paar Mal bezogen. Wie geht denn das überhaupt, hä? Der ist irgendwie so, naja, mal gucken. Da können wir uns dann im Epilog und so, beziehungsweise im Abspann, in den Credits und so unterhalten. Jetzt erstmal die Story. Wir müssen Zelda finden, befreien und Girohim vernichten. Ein für alle Mal. So. Oh, Impa? Ah, Michael. Girohim hat mich erwischt. Sorg dich nicht um mich. Du musst ihn aufhalten. Jetzt einfach mal durchs Tor hier. Er ist durch dieses Haupttor geflohen. Noch ist es offen. Schnell. Hä? Das Haupttor ist offen? Warum auch nicht? Vor allem noch ist es offen. Warum soll es nicht offen sein? Hier kann man nicht raus, wa? Nee, es wird alles verbarrikadiert. Mich würde halt interessieren, haben die Map-Designer, die Entwickler, whatever, haben die damals auch irgendwie mal ein paar Außenmaps gezeichnet für die Vergangenheit? Wäre vielleicht nett gewesen, mal zu gucken, wie es hier aussah. Aber egal. Link? Hier darf nur rumstehen. Renn doch mal runter. Der guckt einfach zu. Ich muss das Siegel brechen. Dann kehrt der Dämonenkönig zurück. Halt mir bis dahin diesen elendigen Wurm vom Leib, meine Diener. Ist mir gleich, wenn keiner von euch übrig bleibt. Da schaffen wir noch genug Zeit, egal wie. Und jetzt los. Oh, er ruft Shenlong. Nee, Scherz beiseite. Ihr wollt Ärger? Den könnt ihr haben. Ihr habt keine Chance gegen das Master Schwert. Was ich nicht verstehe, eigentlich ist Girohim auch ein Volltrottel, wenn wir ehrlich sind. Er hat hier den Weg abgeschnitten, damit wir nicht runterspringen können. Aber warum kann uns den einfach kompletten Weg abschneiden? Eigentlich wäre den Ausdauertrank nicht schlecht, wa? Eigentlich könnte er uns hier direkt den Weg abschneiden, damit wir gar nicht hier durchkommen. Gut, von mir aus. Ich mache euch fertig. Also, wie sie das Marschwert auch nicht mehr abblocken können, richtig.
Kamikaze-Typi? Da springt er selber in die Luft. Tschüss. Du. So. Ich glaube, es ist eigentlich schon sinnvoll, hier einfach durchzurennen. Bis man irgendwann sowieso nicht mehr weiterkommt. Aua. Oder man macht so. Weil irgendwann kommt der Giver hin, versperrt einem den Weg, genau. Oh, sogar die ganz großen Viecher. Ah, das könnte jetzt ein bisschen dauern. So, das war Nummer 1. Irgendwann ausweichen. Aua. Hey, die Herzen. Die Herzen sind weg. Kann man nicht mehr so drauf, merke gerade. Ich reagiert doch nicht mehr so richtig. Schön. Halt durch, Zelda, ich komme. Ein bisschen langsam, aber ich komme. Gut, die können es jetzt selber platt machen, aber... Ja, ich glaube, Leute, wenn ihr euch einen Ausdauertrank mal aufsparen wollt für eine bestimmte Gelegenheit, dann wäre die jetzt hier gekommen. Aber ich glaube, da einen dabei? Nö. Im Heldenmodus, im erst Herz waren, da war das natürlich ganz geil. Also das Kackbogenschützen, ne, die kommen gar nicht hinziehen. Also du kannst ruhig selber in die Luft sprengen, aber gar nichts gegen. Dann schießt er da selber ab, ey. Am besten noch die Bombentypen. Aua. Das tat weh. Das hat schon wieder weh. Nö. Den habe ich gesehen. Also ihr seht auch hier, es ist nicht so, dass es irgendwie richtig schwierig wäre oder so, es ist einfach ziemlich nervig. Hier geht zwar gerade ein bisschen rabiat durch, muss ich gerade zugeben. Aber eigentlich doch irgendwie ein paar Ausdauertränke. Natürlich mit vollem Upgrade, ist klar. Und dann kannst du richtig geil durchwaschen. Natürlich, was hier natürlich geil ist, die Wirbelattacke. Die hauen natürlich hier richtig rein. So, jetzt reißt aber langsam hier. Was kommt noch für Spackos? Ein Blau, ernsthaft? Huch, was ist mit dir los? Er lebt sogar noch. Aha. Gib ihm persönlicher Diener oder was? Die gleichen Moves drauf wie er.
Hä? Der kann mein Schild durchbrechen? Warte mal, muss ich ganz kurz nochmal checken. Okay. Ich wollte gerade sagen, ey, also. Da haben wir gleich unten. Und vielleicht zählt er bis dahin durch. Aber bleib stehen. Warte mal, nicht. Ja, das war ja klar. Oh, 2 Stahlfußtypen. Ja, da haben wir natürlich Spaß. So. Sind das schöne Dinge hier verzieht. So, jetzt stimmt sie da. Baut so nicht mehr um den Satz mit. Ja, nochmal ein blauer. Ah, okay, so geht's gar nicht bei dem. Ansonsten die Idee generell finde ich ja schon geil, so mit der richtigen Horde und so. Ah, ich hab gerade überlegt, ob ich ihn mit Pfeil und Bogen, aber nee, komm. So, dann nehmen wir noch die Schwächeren. Ups, falsche Richtung. Ich dachte, das reicht noch. So, aua. Getroffen hat er zwar, aber Schaden hat es keinen gemacht. Krass. So. Ein paar Bogenfuzis. Wollte gerade sagen. Natürlich musst du noch treffen, ist klar. So, es ist der letzte Kampf gegen Gibohim. Ja, komm, mit den paar Herzen muss reichen. So, da bin ich schon. Ah, jetzt schließt er hier zu. Ja, super. Länger gedauert, als ich dachte. Scheibenkleister. Die sollen jetzt riechen oder was? Girahim. Du bist zu früh dran. Das höre ich selten. Gib mir Zelda. Sofort. Ein Stümper wie du weiß es natürlich nicht, aber so ein Ritual braucht seine Zeit. Warum kannst du nicht einfach Geduld haben und abwarten? Du ungeduldiger Pengel. Du machst alles kaputt. Das hier ist mein Moment des Ruhmes. Jetzt hast du es geschafft. Du hast mich wirklich wütend gemacht. Nun mache ich ernst. Ich werde kein drittes Mal gegen einen Menschen verlieren. Doch, da kriege ich schon hin.
Jetzt ist Schluss! Ich habe dich schon bei unserem ersten Treffen verabscheut. Wenn man nicht so als Menschen ist, wäre dir nur frech. Ich, als Diener des mächtigen Dämonenkönigs, verdiene auch etwas Respekt. Trotzdem habe ich mich dir gegenüber stets gnädig gezeigt. Und du hast es einfach ausgenutzt. Immer und immer wieder. Einer lächerlichen Kreatur wie dir so genehmigt zu werden. Eines Schwertes für mir unwürdig. Er ist auch ein Schwert. Ist ein bisschen wie das Master-Schwert. Nur in dunkel. Du verdienst die schlimmste aller Strafen. Die Verbannung in einen bodenlosen Abgrund ewiger Qual. Mit meiner übermächtigen Kraft werde ich dir unbarmherzig zusätzlich in die Enge treiben, dann in die Tiefe stürzen. Ich schicke dich zur Hölle. Der Dämonenkönig wird dich Staub verschlingen. Nicht nett. Na gut, Dunkelfürst, gib ihm. Ich glaube, ich erinnere mich, dass das schon wieder da war damals. Genau, ich muss quasi ihn runterschicken. Sind die größer als früher? Tschüss! Fällt echt was aus, muss ich zugeben. Das habe ich ein richtiges Masterschwert, wohl gemerkt. Aua. Wow, das Kick hat er drauf, muss ich zugeben. Nicht so gut wie Chuck Norris, aber ganz ehrlich. Tschüss, Mann. Richtig gut ist er nicht mehr aus, wa? Wie hoch sind wir überhaupt hier? Oh, war's schon? Ja, noch nicht ganz. Jetzt geht's richtig los, Freunde. Ja, schon wieder. Genau, ich muss ihn richtig in die Mitte treffen. Ich kann mich zu erinnern, dass es so eigentlich doch am einfachsten war, quasi. Blocken und dann direkt zustechen. Weil alles andere bringt nichts. Und wir haben einen einen Hylia-Schild, also insofern. Ah, kein Problem, der Schilddauer meine ich jetzt. Nein, verdammt. Ah. Konzentrier dich, Michael, konzentrier dich. Den Trick kann ich auch, siehst du? Das ist ja seine wahre Form. Ich finde schon, es sieht ziemlich cool aus in dem her. Ah, die hat schon was. Mach ich was falsch? Ich glaube, das war schon so.
sonst vielleicht mal Fei fragen. Ich würde sagen, Fei fragen vielleicht mal. Du stehst ihm gegenüber. Das ist 20% verändert, irgendwie den Schwarze auch nicht mehr aus, seinen Gesamtkörper umhüllt. Was in Erfahrung bringen konnte. Finde ich auch schön, dass sie immer stehen bleiben, die Gegner. Die Kampfstrategie geändert. Ja. Ah, eben. Dieser verfluchte Wicht! Oh, so das Breitschwert raus. Das Pigeron-Schwert quasi. Ja, das muss man aber einfach zerstören. Er zeigt einem auch schön, wie man es zerstören kann. Aua. Ich glaube, blocken kann man es nicht mehr. Oder vielleicht doch, warte mal. Wir testen es mal. Ich glaube, muss aber schneller sein. Ja, okay. Ja, das wäre der Quatschkampf. Danke, dass du mir so schön zeigst, Girahim. Du kannst der Hylia-Schild, ey. Alter. Super, ich seh nichts mehr. Kumpel, du bist mir zu nahe dran. Das kann nicht sein. An den Menschen geschlagen. Warum haben wir schon wieder verloren? Wie ist das möglich? Wer bist du? Oh oh. Freu dich nicht zu früh, denn während unseres kleinen Geplänkels habe ich das Ritual fortgesetzt. Natürlich konnte das. Dämonenkönig wird der Göttin ihre Seele entreißen und durch ihre Kraft endlich zurückkehren. Oh, fuck. Und da ist er wieder. Hässlich wie je zuvor. Oh, die Ursprungsvariante. Gut, wieder versiegeln, in den Boden stampfen und tschüss, das war's. Der Siegelstein ist weg auf dem Kopf. Hallo? Es ist vorbei, die Welt, sie wird meinem Gebieter gehören. Willkommen zurück, mein Gebieter. Das sieht ein bisschen aus wie Ganondorf.
Du bist also der Kämpfer der Göttin. Und wie erbärmlich, um mich zu vernichten, hast du dich zu einem Menschen gemacht. Was ist nur aus dir geworden, Hylia? Du warst einst nobel und tapfer. Und ein Zelda! Oh, ich hab sie! It's Bardo Time! Michael, ich kümmere mich um Zelda! Bardo. Ah, Gott sei Dank. Na schön. Todbringer. Jetzt zu dir. Du und dieser andere Mensch, ihr wollt der Göttin also beistehen. Wie amüsant. Die Menschen, die ich kannte, waren jämmerliche Gestalten, die vor Angst nur heulen und winseln konnten. Keiner von ihnen hat auch nur versucht, sich mehr zu widersetzen. Sie haben sich nur hinter ihrer Göttin versteckt. Diese Feiglinge. Wirklich interessant, dass es nun ausgerechnet Menschen wagen, sich mir in den Weg zu stellen. So sei es denn. Wenn du den Mut wirklich aufbringst, kämpfen wir an einem Ort, an dem uns niemand stören kann. Hm? Alles klar. Michael, hör zu, ich soll das auf ein Meterchen ausrichten. Aber wenn dieser Kerl seine Seele in sich aufgenommen hat, dauert die vollständige Verschmelzung noch einige Zeit. Wenn du es also schaffst, ihn zu besiegen, bevor die Verschmelzung abgeschlossen ist. Ich bitte dich. Für unsere Zelda. Du kannst es schaffen, wenn jemand Zelda noch retten kann. Dann du! Also gut, Todbringer. Wo willst du den Kampf haben? Flieh, wenn dir dein Leben etwas bedeutet. Verbring die wenigen Tage, bis die Welt endgültig mein ist. Die Verzweiflung erwartet das Ende. Wenn du dein Leben als sinnlose Geste des Widerstands verwerfen möchtest, dann werde ich auf dich warten. Weg ist er. Ich bitte dich, Michael. Keine Sorge, Bardo. Das kriegen wir hin. Aber ich mich ja wundere... Hylia. Hä? Wieso Hylia? Hä? Okay. Aber ich mich ja wundere... wieso ich geschwächt bin? Ne, Quatsch. Wieso ich... Also, ich wundere mich ja darüber, dass er überhaupt nichts vom Triforce weiß. Ich meine, wir sind im Besitz des Triforce. Das ist hier im Menü. Hallo? Oder oben auf der Stadt der Göttin in der Gegenwart. Wir können es ja mitnehmen quasi. Und einfach damit vernichten. Wird wohl nicht so einfach möglich sein, wa? Ja, eben, jetzt die Frage, er ist jetzt zurückgekehrt in der Vergangenheit, hä? Was hat denn das jetzt für eine Auswirkung auf die Zukunft? Weil wenn ich ihn jetzt hier vernichten würde, also komplett vernichten würde, dann gäbe es in unserer Zeit in der Gegenwart gar keinen Verbannten mehr, den wir hätten irgendwie vernichten müssen. Also auch Zeldas Rückkehr hierhin, wiederum das Siegel aufrechtzuerhalten, wäre sinnlos. Andererseits müsste Zelda bereits, also unsere Zeldas Gegenwart ist jetzt bei Bardo quasi, ihr Körper. Die Seele ist ja im Todbringer jetzt. Aber die Zelda der Vergangenheit müsste trotzdem noch oben sein, im Tempel, um das Siegel zu bewachen. Und man fangen über Fragen, Freunde, wenn wir nachgehen werden. In der nächsten Folge zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ziemlich sicher letzte Folge, weil der Todbringer, er ist schon krass drauf und so, er sieht krass aus, aber ganz ehrlich, gegen uns hat er keine Chance. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.